ist überhaupt kein How-To. Ich bin's, der Birger. So, Freunde der Sonne, ich habe euch ein bisschen was zu erzählen. Es ist irgendwie kein How-To, irgendwie aber schon. Es ist irgendwie aber auch kein Kruzifix, aber irgendwie schon. Und zwar folgendes. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, darum so. Ich wohne hier in einem relativ alten Haus. Und das Haus wird renoviert. Und das muss ich die nächsten 1, 2, 3 Monate machen. Und jetzt gibt es die schlechte Nachricht. Das heißt für mich, ich habe nicht so viel Zeit für meine Videos, wie ich es normal habe. Ich kann mich nicht 10 Stunden am Stück am Nachmittag daher sitzen bis auf die Nacht und kann werkeln und da Zeug und Klump. Darum kommen in der nächsten Zeit leider Gottes nicht mehr so regelmäßig Videos, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Wichtig jetzt ist dabei, ich höre nicht auf. Es geht schon irgendwann weiter. Videos kommen nur momentan für die nächste Zeit in sehr unregelmäßigen Abständen. So, da mir das aber genauso wenig gefällt, wie euch das gefällt, habe ich mir was ausdenkt. Und zwar Apps, was wir eigentlich schon einmal gemacht haben, aber dann wieder aufgehört haben und wo ich mir gedacht habe, das weiß glaube ich eigentlich auch gar keiner. Zumindest nicht die Leute, die die Glocke da unten nicht aktivieren. Ich weiß schon, um Gottes Willen, der Birger geht uns jetzt auch noch mit seiner scheiß Glocke auf den Sack, aber es ist halt nun mal so. Und zwar habe ich mir was ausgedacht, nämlich Livestream-Wochen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich weiß schon, wir streamen schon seit 1,5 Jahren jeden Freitag. Für die Leute, die es nicht wissen, das könnt ihr euch auch schon auf YouTube und auf Twitch. Die Beschreibungslinks und so weiter tue ich euch alle in die Beschreibung rein. So wollte ich eigentlich sagen. Ach, ich rede schon wieder Gedöns. Egal. Und zwar habe ich mir Folgendes ausgedacht. Wenn ich schon keine Zeit nicht habe für die Videos, dann machen wir doch die nächste Zeit eigentlich was, auf was ich schon so lange voll Bock drauf habe. Nämlich Livestream-Wochen für die nächsten 1, 2, 3 Monate, je nachdem, bis ich da halt fertig bin. Und zwar mit einer, wie soll ich sagen, mit meiner Leidenschaft Idioten zum Schreien. Das ist alles gut okay, aber es gibt nur eine Leidenschaft, die ist wahrscheinlich sogar noch größer als Idioten zum Schreien, nämlich diese hier. Und Leute, die schon eine Zeit dabei sind, die wissen das. Und dann hat man gedacht, ihr weißt, was wir deren. Wir streamen ab jetzt, und zwar regelmäßig, und überbrückt man damit die Zeit, und zwar jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Ab 8 Uhr auf die Nacht bis Open End. Ich sage jetzt einmal so 10, 11 Uhr alt. Je nachdem, wie lange dass wir Spaß dran haben. So, das ist einmal die wichtigste Nachricht überhaupt. Merkt euch, Montag, Mittwoch, Freitag ab 8 Uhr Livestreams und zockt wird, bis uns der Shell platzt. Mir ist durchaus bewusst, dass ihr mich abonniert wegen Dingen, die nichts mit Zocken zum tun haben. Ja, deswegen spiele ich auch nicht jetzt x-beliebiges Drecksspiel. Wir spielen mal kein Fortnite, nein. Der Erste, der irgendwelche Vorschläge schreibt, was wir spielen sollen und Fortnite schreibt, der kriegt da sicher eine umdrehte Ludenburg-Futzen, da sie am 14. Tag der Shell wackelt. Und zwar fangen wir ja ziemlich bald an, am 25. Januar 2019, falls du das Video jetzt 2038 anschaust, kommt nämlich ein Spiel raus, auf das ich mich freue wie ein kleines Schuldirndl, und das ist Resident Evil 2 Remake, und mit dem werden wir anfangen. Und das ist auch schon, wann kommt das Video? Heute, übermorgen. Warum verzeihe ich das und warum mache ich da ein Video drüber? Weil ich der Meinung bin, dass viele von euch gar nicht wissen, dass wir schon sehr lange Livestreams machen. Unser Blade-Schmerz, Freitag. Und damit du das mitkriegst, aktivierst unten die Glocke. Habe ich schon gesagt, ich weiß schon, ich muss euch damit auf den Sack gehen, weil sonst kriegt ihr es nicht mit. Ich stream immer parallel auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig. Und das jeden Montag, Mittwoch, Freitag ab 8 Uhr. Haben wir das mitgekriegt. Und nein, es geht nicht für immer so. Danach kommen wieder Videos. Okay? Bevor jetzt irgendwelche Welten zusammenbrechen, oh Gott, nein, er macht nie wieder Videos oder was auch immer. Es geht dann so schnell wie ich kann wieder ganz normal weiter, wie es das gewohnt war. Und ein bisschen Abwechslung muss auch mal sein. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich in die nächsten, weiß ich nicht, 2, 4 Wochen den nochmal einen Vollidioten anschreien muss, der jetzt blöd zum Fressen ist oder sonst irgendwas, dann schneide ich meinen Darm und hoffe, dass ich ausbliert. Keine Ahnung. Also, nochmal zum Mitschreiben. Montag, Mittwoch, Freitag um 8 Uhr auf die Nacht. Streamen, Livestream auf YouTube, auf Twitch. Je mehr Leute das da haben, desto cooler wird es wahrscheinlich. Aber wenn bloß 5 zuschauen, dann sage ich, ja, ist mir wurscht, mit sagt man trotzdem. So, mich würde natürlich brennend interessieren, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock drauf? Habt ihr keinen Bock drauf? Ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Spiele, bin ich natürlich auch jederzeit offen dafür. Ich kenne auch nicht alles, ist schon klar, aber es muss sich auf den PC beschränken. Ab in die Kommentare damit. Ansonsten habe ich noch Spiele vorbereitet wie, also Resident Evil 2 halt, dann kommt demnächst Sekiro, das ist sowas wie Dark Souls, da wird dieser Controller wahrscheinlich ziemlich oft da hinten aus dem Balkon rausfliegen. Dann habe ich auch Dark Souls vorbereitet, auf die ich Bock hätte. Dann habe ich
Für Horrorspiele habe ich mir Visage ausgesucht, da wo ich mir beim Trailer schon mit Puls 240 Mal in die Hosen geschissen habe, glaube ich. Und alles, was mir sonst noch einfällt, meine Liste hier ist länger, aber die brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Das wird einfach so gemacht, auf wie wir Lust haben, ohne Plan, als hätte ich jemals irgendwo einen Plan gehabt. Egal, ich freue mich wie ein kleines Schuldirndl auf Freitag. Ich hoffe, ein Haufen Leute dabei. Da hat mich natürlich gefreut. Sagt es weiter, teilt es, was weiß ich, wie es ist jetzt. Und ansonsten freue mich wie ein Schnitzel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sehen uns die kommenden Tage. Haut euch eine. Bis dann, habe